Hey, wir haben letztes Jahr ein Konzert gespielt. Vor nur 10 Leuten. Wenn du wissen, wieso, dann bleib dran. Vielleicht habt ihr die letzte Folge gesehen. Wir haben eine ganze Woche lang das Kufa Lies gemietet, für unsere neue Show einzustudieren. Am Freitag, am letzten Tag, haben wir das ausgewähltes, kuratiertes Publikum, also unsere Familie, eingeladen, für das Ganze zu schauen. Dann war ja alles parat gewesen, meine Schuhe mit den Teflonsohlen, die die Slides zulassen. Oder Louis, der war picobello fit und dem Küren sein Handgelenk hat auch wieder mitgemacht, wie ein Sörgeli. Das Licht hat gepasst, der Ton hat gepasst, alles parat, so, dass die Leute zum ersten Mal schauen konnten, was wir jetzt da neuerdings im Sinn haben. Dabei haben sie sich Notizen gemacht während der Show. Es war ein bisschen speziell für uns, weil für einen kein Publikum da war, das mit uns gefeiert hat. Umso mehr waren wir nervös und haben natürlich alles gegeben für die Leute. Eben nicht nur mehr, natürlich auch der Lichttechniker und der Tontechniker. Und das sind immer so viele Sachen, die zusammenpassen müssen, dass wir am richtigen Ort stehen, zum richtigen Zeitpunkt. Und ja, auch den Kleinsten haben wir es natürlich recht machen. Nach der Privatshow für unsere 10 Ehrengäste sind wir zusammen am Tisch gehockt, haben Pizza gegessen und nachdem hat es das lang ersehnte Feedback gegeben. Das Bild vom Ganzen hing noch. Da sieht man euch zwei, das ist gut vorne. Aber ihn und der Louis hingen noch, die sind so versteckt. So. Einfach das ganze Bild ist nicht schön. Die Kühe hat im Allgemeinen wenig Licht. Okay. Die erste Hälfte schwach mit der Beleuchtung im Kühe, aber die zweite Hälfte ist das Orange-Licht viel mehr noch gekommen. So ja. Orange. Das ist gut, das war gut. Ja, eigentlich auch nicht gegen Strom. Du hast etwas gegen Strom? Nein, ich habe etwas gegen Strom. Was hast du gegen Strom? Die tut mir dein Ride tut mir dort unhuren weh, in den Ohren. Das hat mir schon immer weh, in den Ohren. Ah, du hast noch etwas? Nein, nur im Publikumsteil, also alle das OO singen. Die ganze Band? Die ganze Band, ja. Okay. Wir könnten aber Gröfnist führen. Da haben wir das erste Highlight. Und dort habe ich das Gefühl, ist die Show so ein bisschen flach geworden für mich. Das Gefühl, dort ist relativ lange nicht so wahnsinnig viel passiert. Dann können wir vielleicht eben dort etwas machen mit dem. Oder? Weil Gröfnist ist natürlich schon... Ist zwar eigentlich schon ein Song für das zweite Set. Aber wir kommen dann noch zu dem. Wir könnten noch streichen. Gut. Guter Punkt. Wir können noch streichen. Guter Punkt, nehmen wir sehr gerne auf. Danke. Wertvoll. Da haben wir auch fast keine Zeit verbraucht. Ich habe das Gefühl, Briggen ist für mich so ein stimmiger Song, der irgendwie noch ein bisschen mehr die Leute reissen. Was wäre jetzt, wenn wir dort, anstatt dort lang die Storys erzählen da, und haben wir da Briggen und so, ich meine, das kann ich schon bringen, weißt du, Briggen ganz kurz, aber dann eigentlich wie ganz kurz vielleicht der der Teil mit den Leuten schnell macht, der ist zweimal durch. Genau. Dass es eigentlich... Nein, ich kann nicht, dass es schwer ist. Es ist halt von Rhythmik her ist es ein bisschen... Und Melodie. Ja, könnte auch schon zu schwierig sein. Weißt du, was ich schon Mühe habe mit «Hey Latina». Wie geht's? Und für alle die jetzt sagen, nein, das ist nicht wahr. Also beweisen uns das Gegenteil. Schickt uns ein Video, entweder von «Hey Latina» oder von der Brigge, wie ihr tanzt und singt. Das beste Video gewinnt 2 Tickets für ein Volksrockskonzert. Und dort könnt ihr den anderen zeigen, wie man es macht. Yes!